Was für ein herrlicher Tag. Ein richtiger Picknicktag. Elsie, es ist so schönes Wetter. Ich habe gedacht... Ah, da bist du ja, mein Herzblatt. Genau richtig für dein Porridge. Porridge? Bei diesem Wetter? Wer will da schon Porridge? Ich denke. Und überhaupt, wir haben gar keine Zeit für Porridge. Wir gehen heute picknicken. Aber Alfred, Schatz, was rennst du auch so umeinander? Du musst doch auf Patientenbesuch. Oh, ich bin sicher, die kann auch den Einstein besuchen, oder etwa nicht? Ja, also, Eben, hast doch gewusst. Es ist doch Donnerstag, Alfred. Am Einstein sind Freitag. Ja klar, aber Donnerstag, Freitag, Einstein, oh ja, ja. Ein Porridge? Zotte, komm, ich Zotte! Ja, ich bin total in Form! Komm auch, Julia. Oh, ich habe eigentlich gedacht, ich helfe vielleicht dem Dr. Otter. Du gehst immer zum Dr. Otter. Ja, klar, weil ich werde auch Doktor, wenn ich eine Grosse bin. Und ich werde der beste Schüler von der ganzen Welt. Oh, also gut. Aber noch kurz. Weil nachher muss ich noch zum Dr. Otter. Yeah! Also, zuerst musst du zum Wurfel schauen, wie es mit seiner Nase geht. Ja. Warum hat er echt den Bleistift in seine Nase gesteckt? Er ist vielleicht angesteckt von dem ganz geheimnisvollen Virus, den ich schon davor gehört habe im Du Medizinstudium. bist immer noch da, Einstein. Was ist mit dem Freitag? Nasopharyngelobiektophila. Nasopharyngo, was hast du gesagt? Du findest doch für alles immer irgendeinen Namen, hä? Und die Frau Zuckerhut hat Freude, wenn du bei ihr vorbeikommst. Gleiche wie immer. Denke schon. Nicht als ein schöner Hahnenfußwickel bringt sie wieder auf die Beine. Das ist doch alles nur eine Einbildung, glaubst du nicht? Schon klar, Einstein. Wichtig ist nur, dass jemand bei ihr vorbeischaut. Da kommt Julia! Kann ich auch spielen? Excuse, bist du verschrocken? Nummer 1. Ich bin der Lucky, komme von Spanien. Spanien? Wow! Was ist das? Oh, das ist ein wunderschönes Land. Dort ist es heiß und es ist weit, weit weg. Aber dann, an einem Tag haben sie mich gefunden und dann haben sie mich in dieses Land gebracht und dann haben sie mich in einen Zoo gesteckt und das hat mir nicht gefallen und dann bin ich halt geflüchtet und dann bin ich gerannt und jetzt bin ich da. Und ich bin frei! Hey, das zählt aber nicht! Oh, excuse, das war wegen mir, gell? Oh, macht nichts. Und überhaupt, klar kannst du mitspielen. Ehrlich? Hey, hört mal alle! Das ist der Luki. Der ist aus dem Zoo ausgebrochen. Wow, ehrlich, aus dem Zoo? Hey, ja, aus dem Zoo. Und ich wäre schaurig gut in diesem Spiel. Ich bin nämlich ein Chamäleon, oder? Und ich kann darum die Farbe wechseln, dass ich aussehe wie die Umgebung. Schaut mal. So, jetzt seht ihr mich nicht mehr, oder? Ich sehe jetzt eben so aus wie der Baum. Seht ihr? Nein. Hä? Oh, oh. Komisch. Ich hätte schwören, ich hätte jemanden gehört klopfen. Das stimmt auch, Wurfel. Ich bin's. Oh, der Dr. Otter. Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Wie wär's echt einmal mit einer Brille? Brille? Oh, was soll ich denn mit einer Brille? Augen wie ein Adler, oder? Ja. Also, dann schauen wir jetzt mal die Nase an, wenn's recht ist. Oh, ja gut, Nase. Hätte ich schon fast vergessen. Ja, gut. Ja. Ja, das Ganze kommt gut, Wurfel. Aber solltest schon keinen Bleistift mehr in die Nase stecken. Wenn ich doch denke, nicht gesehen habe. Also dann, Wurfel. Muss noch zu anderen Patienten. Ja, das kann ich mir vorstellen, Doktor. Also in dem Fall auf Wiedersehen. Ja. Oh. So blöd. 18! 20! Achtung, ich komme! Oh! Angeschlagen, Luki! Oh, ehrlich? Aber du siehst mich doch gar nicht. Ich habe mich doch in den Fels verwandelt. Aber bei uns gibt's doch gar keine violette Felsen, Luki. Was? Ich? Nein! Angeschlagen für mich! Komm, Luki, ich habe dich freigeschlagen. Kannst du dich noch mal verstecken? Ich mache nie einen Punkt.
Ihr müsst jetzt ohne mich weiterspielen. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nie gut. Ich bin unbrauchbar. Ja, aber dann... So spiel doch einfach etwas anderes. Oh ja, es geht mir ja schon so viel besser, danke, Herr Doktor. Eben sehen Sie, Frau Zuckerhut. Immer zu Ihren Diensten. Und ein kleiner Hahnenfußwickel wirkt Wunder, oder nicht? Und überhaupt, ich habe schon gedacht, dass es nicht so schlimm ist. Ja, können Sie denken, Doktor? Das komische Sausen in den Ohren und dann noch die Flecken vor den Augen. Ja, ist recht. Dann sind wir froh, dass es jetzt besser geht. Einen schönen Tag noch, Frau Zuckerhut. Halt, warten Sie, Herr Doktor. Ich habe doch noch etwas für Sie. Oh nein, aber nicht wieder ein Kuchen. Ein schöner, grosser Schokokuchen. Oh, schön. Danke dem, Frau Zuckerhut. Sehr nett. Hoppla. Oh, ist aber ein grosser. Ich bin sicher, meine Frau und ich mögen den. Also dann nochmal danke, Frau Zuckerhut. Ich muss weiter. Patienten, die warten und überhaupt... Ja. Und geben Sie dann dem Dr. Einstein auch ein Probiererli? Das ist versprochen, ja. Ich glaube zwar nicht, dass er das beißen kann mit seinen Zähnen. Oh, ui, rechter Brocken. So, das wären Patienten gewesen. Vielleicht lange es gleich noch für ein Picknick. Was ist das? Oh, Gott sei Dank. Zum Glück hat mein Auto so gute Bremsen. Ich hätte euch fast über den Haufen gefahren. Strassen sind halt einfach wirklich zu gefährlich. Wenn ihr da spielt, kann weiss der Himmel was passieren. Excuse, Dr. Otter. Mach es nie mehr. Versprochen. Ich sage euch, zum Glück habt ihr so einen bunten Spielkumpan, sonst hätte ich euch gar nicht so früh gesehen. Darf ich mich vorstellen? Dr. Alfred P. Otter. Ich bin der Lucky. Aber wie ich sonst noch heiss, weiss ich nicht. Weiss nur, dass ich ein unglückliches Chamäleon bin. Warum das? Ich bin eben farbenblind. Wir Chamäleon können uns ja der Farbe der Umgebung anpassen. Aber ich... Ja, schau. Sehen Sie? Ich leuchte immer wie eine Glühbirne. Aber vielleicht... Sie können ihm vielleicht helfen, Doktor. Aber ich kenne kein Mittel für die Krankheit. Aber vielleicht kann ich ihm sonst ein bisschen helfen. Ich hätte Ihnen eine Arbeit, junger Mann. Einen ganz wichtigen Posten. Eine Arbeit? Ich? Ja, das wäre so gut. Jo. Oh, nein. Aua. Alfred, was ist denn auch? Einer von den Zuckerhut ihren Küchen, das ist. Ja, also gebrochen ist nicht. Aber es tut so weh. Ist nicht gerade dein Glückstag, gell? Nein, allerdings. Aber ich glaube, ich habe jemand anderes glücklich gemacht. Und, wer denn? Ich zeige es euch morgen. Es ist, glaube ich, besser, wenn du fährst. Mein Fuß tut noch ein bisschen weh. Also sag schon, wer ist es denn, was du glücklich gemacht hast? Siehst du es dann? Kommt, Kinder. Die Schule fährt in 5 Minuten an. Nur ein Moment, bitte. Und jetzt könnt ihr laufen. Danke, Madame, für Ihre Aufmerksamkeit. Bist du zufrieden mit dem Posten, Luki? Ja, danke, Herr Dr. Otter. Danke, ich bin jetzt total aufgestellt. Danke, dass Sie die Idee hatten und für alles und überhaupt, Herr Dr. Otter. Sie sind einfach so toll und es ist sonnig heute.